Voilà, also Donnersbach. Voilà. Herr Präsident, für dich will ich den Reporter merci so für Ihren ausführlichen und detaillierten Bericht. Und da will ich am Namen von der CSV das Gesetz, das Projekt de Loi von heute ganz herzlich begrüßen. Das ist ein wichtiger und substanzieller Schritt für die Schieflage, die wir aktuell am Bausektor kennen, aufzuführen und gleichzeitig eine essentielle Entlastung für die Einzelstädte, für die Wohnkosten und die letzten Jahre massiv entlasten aus durch die starke Erhöhung von Zinsen, für die endlich zu entlasten. Wir begrüßen, dass die Regierung keine Zeit verloren hat und innerhalb von den ersten 100 Tagen dieses Projekt de Loi deposiert hat, offizielliert hat und damit wichtige Punkte aus unserem Koalitionsprogramm vom November umsetzt. Es gibt aktuell zwei Krisen im Bereich des Logements. Das ist einerseits die Baukrise, die dadurch entstanden ist, dass Zinsen schlagartig durch die Europäische Zentralbank entlassen sind, an ihrem Effort die Inflation zu bekämpfen. Dadurch sind viele neue Projekte auf einmal nicht mehr finanzierbar gewesen. Und das kann ich noch an den Zahlen ganz gut erkennen. Sind am Jahr 2020 nach bald 5.000 sind am Jahr mehr wie 2000 Fehler gewesen, so waren am Jahr 2023 nur noch 15% von der Unzahl. Die Zahl illustriert gut, wie die Krise an dem Bereich ist. Auf der anderen Seite gibt es eine strukturelle Logementskrise, die über Jahre entstanden ist und die sich dadurch auszeichnet, dass einfach nicht genug Wohnungen gebaut sind, für mit der Demande mitzuhalten, die durch das starke Wachstum von der Bevölkerung und von den Arbeitsplätzen über die letzten Jahre entstanden ist. Aber das ist klar, dass wir diese zwei Krisen nicht gelöst kriegen, wenn wir nicht sehr handeln am Bausektor, aber wenn wir agieren, für den Bausektor aufzufangen. Wenn nämlich bei nichts mehr gebaut wird, weil kein Demand mehr da ist, dann geht doch auch nicht an die Flut. Da ist es richtig und notwendig, dass die Regierung dieses Projekt de Loi innerhalb von 100 Tagen auf die Beine gebracht hat, für gezielt neuen Schwung an den Bausektor zu bringen. Dabei begrüßen wir auch ausdrücklich, dass eine Reihe von Mesuren sich retroaktiv auf den 1. Januar applizieren. Weil wir wissen nicht, der legislative Prozess braucht seine Zeit und es war wichtig, ab Februar den Akteuren schon zu signalisieren, was der Plan für dieses Jahr ist, für das auch sie hier Plan können machen. Wir haben par ailleurs festgestellt bei dem letzten Debat über das Logement in der Chambre, dass die meisten Parteien die Approche ausstellen, für Lomol sehr zu handeln, für den Bausektor in der für den Krise an der Baukrise aufzuwenden, an die Privathaushalter und Betrieber zu helfen, die gegen die schnell aufsteigenden Zinsen umzugehen. Eine Kritik, die sich aus dem Debat von den verschiedenen Ecken kam, war, dass die Regierung Mesuren hält, die für die Investiteure nicht so viel attraktiv möchte, an den Wohnungsbau zu investieren. Denen will ich klar sagen, dass wir ohne Privatinvest den Konstruktionssektor aktuell nicht believen können. Wir brauchen sowohl die Privat- wie die staatlichen Gelder, und die mobilisieren wir auch, für den Mond gerade zu diesem Moment Romantlut zu drücken. Und genau das soll dieses Projekt de Loi erwirken, zusammen mit dem Budget, das wir auch für letzten Monat gestimmt haben. Einerseits sollen Incentive geschaffen gehen, für den Privatinvest umzukurbeln, notamment mit dem zeitlich begrenzten Kreditimpôt für die Investoren und dem zeitlich begrenzten Erhöhung vom Amortissement accéléré. Die zeitliche Begrenzung von diesen fiskalischen Mesuren ist daher auch wesentlich, wichtig, weil sie einen Anreiz schaffen, ein Lot zu investieren, und nicht an einem Jahr, an 2 Jahren oder an 3 Jahren, mit dieses Jahr. Weil das ein Lot, wo die Suchen muss investiert gehen, für den Demand am Bausektor abzusetzen und den Bausektor abzupäppeln. Dann wollen wir als CSV auch klar feststellen, dass nicht nur der Privatsektor an den Logement investieren, aber auch der Staat. Auch der Staat hat an dem Budget des Jahres großen Invest an den Wohnungsbau gemacht. 480 Millionen sollen bis 2027 an den Abkauf von WFAN gestartet gehen. Und damit wird der Park von öffentlichen Wohnungen stark erweitert. Und auch die LPR, wie das Gemengen, Sozialpromoteuren, Logement machen, geht von letztes Jahr 176 Millionen auf das Jahr 480 Millionen Euro. Deswegen können wir nicht nachvollziehen, wie verschiedene immer im Uprangen, es gibt nicht alles für die Investoren gemacht gehen. Das stimmt nicht. Hier sind Mesuren balanciert, die Einzelleute
die eng Wohnung haben, die eng Wohnung lohnen, für jeden Verein gibt es eine Entlastung. Bei den Mesuren für die einzelnen Leute, da will ich aufhängen mit einem billigen Akt, den wir von 30 auf 40.000 Euro herabsetzen. Das hilft all denen, die erste Wohnung sichern. Gerade so wie bei der Prime d'accession à la propriété, da auch wird die Plafond an die Lut gesetzt. Und auch wird bei der Garantie de l'État noch gebessert, die lange nicht mehr praktikabel war, weil die Plafond so niedrig waren. Auch hier wird die richtige Schritt gemacht. Und dann gehen noch die aktuellen Proprietären entlastet durch die Absetzung vom Plafond von den Zinsen, die sie alle Jahres von ihrer Steuer aufsetzen können, und durch die Erhöhung von der Subvention d'intérêt. Aber darüber hinaus passt das Projekt de loi auch die für die Lokatieren an, notamment bei den Aides individuellen, bei der Subvention Loyer, und da feiert auch dieses Projekt de loi ein Prime gerade für junge Berufsfänger an, ein Prime lokativ, die steuerlich aufsetzbar ist, und die eben gerade denen, die am schwierigsten tun, wenn sie auf den Lokationsmarkt kommen, helfen. Ein anderer wieder, dieses Projekt de loi als ein großen Effort für einerseits Suche von Leuten zu mobilisieren, die sich eigentlich ein Haus kaufen, zusammen mit der Suche von Privatinvestoren, für den Markt kurzfristig umzukurbeln und damit neue Schwung an den Bausektor zu bringen. Andererseits soll auch konkret die Privatperson an Lokatieren entlastet gehen, die direkt oder indirekt unter der Hass von den Zinsen leiden. Das ist also ein wirtschaftlich und sozial ausgeglichener Park und Mesuren, die sowohl Privatstunden so gut können, wie auch der Baubranche, die nur kurzfristig soll unterstützt gehen. Dann kommt an diesen Debatten auch immer die Kritik, dass die Mesuren nicht wirklich der Kern von der Problematik, nicht die Logementskrise bei der Wurzel packen geben, dass Lorem auf der Demande geschafft wird und nicht auf der Opfer. Hier will ich klar sagen, ja, bei einer Baukrise, wo die Demande nicht mehr da ist, aber wo die Demande fort ist, du musst auch eine Politik machen, für dass die Demande zurückkommt. Steuerpolitik ist dafür da, die richtige Kader zu stellen, für zu und Investor an die gewünschte Richtung zu leiten. Und kurzfristig gilt, verstärkt zu und Demande fließen zu lassen. Und genau das möchte ein aktuelles Projekt de loi mit einem Teil für seine fiskalischen Mesuren. Gleichzeitig wissen wir, und das tun wir auch gleich am Anfang gesagt, dass wir heute zwei Krisen am Land haben. Baukrise und Logementskrise. Und dafür stehen am Koalitionsprogramm einerseits Mesuren, die diesen Schwung an den Bausektor bringen, aber auch eine ganze Reihe Mesuren, eine Panoplie Mesuren für in der Zukunft dafür heute Lützeburg an die Lut zu schrauben. An dem Kontext begrüßen wir CSV ausdrücklich, dass die Regierung parallel zu dem Depot von diesem Projekt de loi weitere Mesuren schafft, die nach 4 Sommer sollen präsentiert gehen, für die Opfer mittel- und langfristig an die Lut zu setzen. Bei diesen Mesuren soll es verstärkt darum gehen, wie wir die aktuellen Hürden am Wohnungsbau, die im Moment auf vielen Plätzen existieren, können aufbauen und dort die Stoffe über die nächsten Jahre mehr sehr an die Lut setzen. Ganz besonders geht es um eine Vereinfachung und eine Rationalisierung von den Prozeduren, sowohl im Bereich von den Gemengen, vom Patrimoine, von der Umwelt und einen ganz vielen anderen. Hier müssen die richtigen Changements gemacht gehen, für dass ein Wohnungsbauoffensiv über die nächsten Jahre überhaupt möglich gemacht kann gehen. Du weinst, kann ich abschließend an diesem komplexen Thema von der Wohnungskrise nicht mehr sagen, es gibt nicht die eine Lösung für die Probleme von der Wohnungskrise zu lösen. Es ist auch keine Science exakt. Du muss ihn einerseits immer prüfen, ob die Mesuren, die ihn hält, auch den gewünschten Effekt tun, alle kann sich ja noch besseren. Und andererseits bleibt der Konstat, dass es ein komplexes Problem ist, weil viele andere sich an der Wohnungsbaupolitik oben treffen. Von Autonomie kommunal, über Umweltschutz, Artenschutz, wirtschaftliche Interessen, sogar der Brandschutz, Schutz vom Patrimoine, sowie die konkreten Interessen von den Bürgern auf der Platz. Vieles fließt an die Debatte immer dran, weil sie gleichzeitig ganz spannend mischt, mehr aber auch ganz kompliziert. Du gilt es, ob viele Schrauben gleichzeitig zu drehen, für zu gucken, den richtigen Equiliber zu finden, sozusagen den Optimum. Das heißt, wir müssen gucken, in den nächsten Jahren mehr Wohnungen zu bauen, wie man Wachstum von der Bevölkerung an den Arbeitsplätzen Tritt zu halten, und gleichzeitig den Equiliber zwischen den verschiedenen Interessen,
dementsprechend neu zu ajustieren. Du willst begräßt mal als CSV, dass die neue Regierung auf viele Schrauben am Moment gleichzeitig strengt, sieht, dass mit den Suen, die sie am Budget investiert, für das Logement abordabel, sie wird mit diesem Projet de loi, wo eine ganz reine Mesure kommen für den Bausektor in Schwung zu bringen, sie wird mit der Intention, den Privatsektor auch bei den Logement abordabel verstärkt anzubauen, sie wird über Prozeduren, die mehr effiziz und mehr rational sollen gehen. Das eine machen heißt nicht, das andere nicht machen. Das ist alles viel Arbeit, die für uns leid. Und das Problem von der Wohnungskrise wird auch nicht direkt gelöst können gehen. Aber wenn wir nicht aufhängen, dann wird man auch nicht kommen. Und das Projet de loi ist ein erster Schritt, erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung.